Die Luxair hat hier flott erweitert 6 Embraer-Flieger vom Typ E195 E2. Rezent hat die brasilianische Fliegerproduzent eng Warnung rausgegeben, dass das Fliegeren bei bestimmten Wetterbedingungen, die ich nicht wiederholen will, nicht starten können. Ausfall von Flieg oder ein Return from Air, so wie beim Flug Findel Richtung Mailand von gestern Morgen, verursachen große Umstände auch finanzieller Natur. An der Presse konnte lesen, dass das wetterbedingt Restriktionen kontinentaleuropäischen Kontinent am Winter keine Ausnahme wären. Der Generaldirektor von Luxair argumentiert, dass Flieger vom ähnlichen Typ bei Airbus diese Restriktionen auch mit sich drohen. Auch ein Return from Air, so wie gestern wird, Zitat, total normal. Es gäbe diese spezifische Flieger zu Trainingszwecken ersetzen. Dafür wäre gestern auch just 37 Personen konzerniert gewesen. An dem Kontext will ich da, Madame Minister, das Frohe stellen. Erstens goufend Leiit vom Flug Findel Mailand informiert, dass diese Flieger im Moment zu Trainingszwecken angesagt wird und dass damit ein erhöhtes Risiko für einen Return from Air besteht. Zweitens hat die Möglichkeit bestanden, neben den Hersteller Airbus an Embraer Fliegern zu akquirieren, die diese Restriktionen nicht erleihen. Drittens besteht an der Nähe von der Madame Minister nicht eine strukturelle Gefahr von vermehrten Ausfall von Flieg am Winter mit den entsprechenden Konsequenzen. Meine letzte Frage, der Luxair Generaldirektor so Zitat, die Flieger als kein schlechter Schwar. Dafür ist meine Frage, als die Flieger ein guter Schwar. Merci, Madame Minister, für Ihre Antwort. Merci, Herr Lemaire, Madame Minister für Mobilität und öffentliche Arbeit. Vielmals merci und ich verstehe auch, dass ich froh in diesem Kontext gestaltet gehen. Ich will 4 Kurzpunkte zu diesem Thema machen. Erstens hatte ich ja beim ersten offiziellen Inaugural-Wohl Samstag de Moie ganz frei op Wien dabei zu sein. Und ich kann so, dass es sich um einen flotten, modernen Flieger handelt, dem man kann möchte, dem man CO2 Ausstoß huet an wo auch für Leiit die do reisen Passagierinnen an Passagier natürlich viel mehr großen Komfort aus wie das, was man so gewinnt sind. Zweitens will ich so eine Decision für das Fliegeren zu kaufen, feiert zurück auf eine Decision vom Conseil d'Administration von September 23. Und dort sind sie die Fliegerin dann noch direkt bestellt gehen. Drittens will ich so in alles, was technisch Explikationen an Detail auch vielleicht was im Flughafen annonciert oder nicht annonciert oder die Passagierinnen und Passagiere annonciert gesehen. Ich meine, du musst Luxair selber Stellung dazu holen zu den anderen mit technischen Explikationen hat Luxair auch eine Kommuniqué gemacht, respektiv verweisen ich auch auf das so vom Generaldirektor von der Luxair. Der Generaldirektor hat mir auf alle Fall gesagt, und ich hatte natürlich über die letzten viele Gespräche mit dem, dass die Direktiven, von denen da auch schwätzt, der Luxair wohl schon seit ein paar Wochen bekannt sind. Das war aber kein News. Sie können auch, sieht Luxair mir, mit den operationellen sagen wir mal, Kontranten dann auch umgehen. Ja, und die hat schon mentioniert, dass auch was Luxair mir sieht, dass für den Airbus, den Airbus kauft sich dieselbe Kontrante gestaltet hatten mit den selben Motoren eben. Und ich meine, der wir nicht vergessen, dass natürlich Hunderte von Fliegerinnen betroffen sind, nicht just als Luxair Embraer Fliegerin. Der vierte Punkt, den ich hier will machen, ist, ich meine, das war das so, ich will aber unterstreichen, es geht hier für dich und das muss immer die erste Priorität sein und Sicherheit. Ich meine, das ist alle Gute wichtig, das ist mir wichtig, das ist der Luxair als seinem Generaldirektor auch wichtig und ich meine, du hast ihm auch vergewissert, das bleibt die erste Priorität. Den Herr Kruchten, Deputate Kruchten, hat eine Reihe mehr detailliert Fragen gestellt. Ich werde auch gucken, dass die ganz so sehr wie möglich, ich gehe davon aus, vielleicht nur Antworten auf die Fragen kriegt. Nicht so nicht mehr.